Weißt du, was heute vor einem Jahr war? Erste Folge Spätzewirtschaft. Unser verdammter Podcast wird ein Jahr alt. Woo! Hau die Ehre, hier bin's wieder, Kani, Floriane, Wirtschaft. Die Miezi-Wirtschaft. Miezi-Wirtschaft! Los, bei uns so, mit einem heißen Benjamin Ditschen. Außer mit dem geschissenen kalten Getränk, weil ich verrecken muss. Ja, hier. Schon wieder Podcast-Folge für Spotify, gell? Ja, stimmt. Die Hurensohns. Ja, das sollen sie auch nicht hören, das Satisfying Gar kein Sound. Oh, Cherry Coke ist fast wieder Captain Cola. Nur ohne Umdrehungen, sag ich immer. Straight out of the Kühlschrank. Straight Auto kommt. So, kein Grad Kälte ist wie vorher. Crazy Immer noch Motherfucker. Gutscheincode? Den müssen wir jetzt sagen. Was tust denn da schon wieder jetzt? Mit Gutscheincode jetzt sagen. Nur ein Scheißdreck tust du wieder. Na? Habt's einen Trümmerwochenende? Tja. Ich werde gewesen sein. Ich werde gewesen sein. Was treibt's denn am Wochenende? Eventuell fahren wir ins Land zu der Hochzeit. Ja, schon wieder. Da waren wir ja noch gar Über nicht. die haben wir uns schon unterhalten. Ja, aber da fahr ich vielleicht hin jetzt. Ja. Auf Ich fahr geht's, vielleicht okay. ins Tollwood. Toll. Wood. Ich weiß, was wir letztes Mal geschmerzt haben. Was haben wir letztes Mal Und zwar über Do-it-yourself-Geschichten. Du meinst vorletztes Mal. Vorletztes Mal, ja. Ja. Das ist nicht so einfach jetzt, oder? Ja, ich kann es auch nicht ganz zusammenrennen und mehr. Okay. Egal. Seid ihr Do-it-yourself-Typen und wenn, egal ob ja oder nein, eigentlich, was war das letzte Do-it-yourself-Projekt? Wichsen. Ich wollte es gerade Nicht schon sagen. wieder wichsen und scheißen und rangeln! Scheiße, los ich machen. Awesome Threesome. Einzig, was ich selber tue, ist Wichsen. Ich bin ein totaler Idiot bei sowas. Alter, ich kann dir gerade mal ein Loch in die Wand bohren, aber dann weiß ich nicht mal, welcher Dübel da reinpasst. Ich bin wirklich komplett Ja, aufgeschmissen. 5 Bohre, 5 Dübel, Florian. So einfach ist. Mindestens, ja. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich habe zum Glück, bin ich sehr, sehr viel mit Menschen unterwegs und ich bin auch sehr sozial, deshalb stelle ich da eigentlich immer einen Kasten Bier hin, dann kommen die Leute von selber und machen mir das und ich biete bezahle die meistens praktisch an in 20 Bier. in der Stunde, da kommt normal immer jeder. Willst du bei irgendwas daheim kann gemacht wirklich haben oder gar sonst irgendwas, keine Ahnung. Wir haben mal im Sofa mal versucht, Beutel aufzuhängen, da waren aber meine Nägel zu klar und jetzt habe ich da so ein Loch in der Wind. Das ist sowas so eine Komisch, willst du einen Nagel in die Wind einschlagen? Komisch. Dann habe ich nicht geschafft. Hast du Nein, Holzwind? da ist es ausgespringt so ein bisschen. Ja, komisch, wie hat das Schlecht passieren Wind. können? Im Suff. Sonst hätte ich da gar nicht eingeschlafen. Schlechte Wind, musst du sagen, schlechte Wind. Ja, schlechte Wind. Sau schlecht. Nein, wirklich überhaupt nicht. Also, Weiß ich nicht, ein Blumenbeet oder ein Vogeleisel oder was weiß ich nicht. Doch, habe ich gemacht tatsächlich, wo ich eingezogen bin vor 3 Jahren. Da habe ich mir so ein Blumenbeet mit so einem Zaun, mit so einem kleinen gemacht, so ein Dreieck, gell? Also, du hast es selber gebaut. Ja, das habe ich wirklich Wie? selber gebaut, das habe ich ja nach einem Jahr weggemacht, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße gehabt. Ja, ich habe das einfach selber ausgekommen und du denkst dir so erst, ja mein Gott, ist ja gleich gemacht. Aber du musst dir da so 30 cm oben oder so, das habe ich ja vorher natürlich nicht mitbedacht, weil ich es auf der gleichen Höhe haben wollte. Und dann legst du dir erst einmal so eine Plane mit ein, dass da nichts durchwächst, dann Unkraut und Co., dann hast du noch eine Erde mit eine. Oh, das war ein Projekt, hab ich gemacht, das ist so, wir haben 2-3 Stunden das jetzt gemacht. Hey, das hat eine Woche gedauert und dann... Nur für Bläme oder wolltest du da Nein, ich hab da irgendwas Gurken, ja, das ist das nächste. Ich hab da Gurken, Zucchini angebaut. Dann hab ich mir gedacht, ja, baust du jetzt 2 Gurken-Dinger an und 2 Zucchini. Weißt du, wie schnell diese Fuck-Dinger wachsen? Die kannst du nicht da essen, als normalsterbliche Person. Geht nicht. Gurken, dann so viel Gurken, dann so viel Es ist vielleicht tatsächlich was, über was ich mal nachgedacht habe oder immer noch nachdenke, weil was es Fressen kostet mittlerweile und so. Das ist ja unfassbar. Dass man sich so Hochbeete baut und da dann versucht, wirklich systematisch Sachen anzubauen. Jetzt wartest du noch 2 Jahre, weil dann baust du es in die Petrischale noch. Mini-Gurks. Mini-Gurks. Irk mit Gurks. Irk. Sonst was zusammenbastelt? Hast du Ahnung von Elektrotechnik? Auf gar keinen Fall. Überhaupt keinen Fall. Ja, nicht, deswegen frage ich. Nein. Deswegen Ja, ich frage versucht mit meinem Fernseher, aber das habe ich eh schon versucht. Ja. Aber ich hab den Fernseher dann verkauft, also den kaputten, weil da gibt es anscheinend Leute, die richten die dann wieder her und Ja. können das noch gewinnbringend verkaufen, wenn sie noch dafür einen 100 abkaufen. Und der hat mir dann gesagt, an wo es das eigentlich liegt, und da hätte man anscheinend die LED-Paneele und so weiter innen drin. Also da musst du wirklich bis komplett zum Bildschirm oben legen
Und das hat er gesagt, das ist als Laie relativ schwer machbar. Da lege ich auch mal hinten ins Feuer, dass die Fernseher und Gerätschaften so konzipiert sind, dass wenn du da irgendwas tun musst, hast du verschissen. Wahrscheinlich, ja. Aber er hat Das gesagt, war er macht sicher jetzt, machbar. Er hat gesagt, er hat sich irgendwie auf den Typen Fernseher, den ich habe, gerade spezialisiert und kauft sie die, wenn es kaputt ist, riecht sehr und dann verkauft er sie für 200-300 Euro wieder. Und Ist doch nicht Apple auch so ein Drecksau, der gezielt deine Handys so bauen, dass du ja einen Akku nicht wechseln kannst, den Bildschirm nicht wechseln kannst? Nein, das ist machen sie Mist. einfach, weil es qualitativ dann einfach hochwertiger ist. Ach so. So ist die Ja, Aussage. das habe ich nicht, nicht oder? bedacht. Ja, das ist Depp einfach. Ja. ja, dumm Batz. Stell dir vor, der Edelstahlständer für 1000 Euro. Ich hab keinen Edelstahlständer. Ich hab definitiv keinen Edelstahlständer. In Venom kostet mehrere 1000. Mikropenis. So ein rustiges Brunnenreal ist das eher. Das ist so geil. Es gibt halt wirklich einen Apple-Monitorständer, der Pro-Ständer wahrscheinlich, keine Ahnung. Das ist einfach ein gebürsteter Edelstahlständer. Das ist so ein Metallplatten und geht ein flaches Ding so auf und so. Der kostet 1000 Euro. Aber der ist gebürstet. Ja. Ja, gut, fürs Bürsteln da die auch einen Tausender verlangen. Aber hallo, du Ich darf dann weißt zahlen. gar nicht, wie anstrengend das ist, wenn du da sitzt mit dem Blech und hast von der anderen Seite dann der Vlies und machst die ganze Zeit so. Da gibt es so ein geiles Video auch von einem, das ist so ein Unboxing-Kanal eigentlich, also der macht Produkttests und so einen Scheiß und macht das ziemlich hochwertig. Also das Video schaut wirklich in so einem Cinematic-Look aus und so und da sitzt er an so einem Tisch, das ist voll clean und voll sauber und steril und dann hat Apple so einen neuen Rechner halt gebracht, die verkaufen den wie in so einem typischen Tower, der ausschaut wie eine Käsereibe. Und dafür gibt es Rollen dazu, die Pro-Rollen. Und die kosten halt $800. 4 Stück. Das ist einfach nur, damit der Renner unten aus der Rolle drohen und kostet umeinander rollen. Okay. Und die Dinge, oder, also ich darf schon sagen, dass es absichtlich satirisch gestaltet hat und unboxt halt diese Rollen. Es schaut halt einfach so geil, es ist absolute Stille. Und er kommt dann mit dieser Schachtel so, stellt es dann so her und schaut es dann so an. Und dann macht er halt so ganz vorsichtig auf und so. Und dann tut er die alle so schön übereinander hin. Dann bleibt er da sitzen, so schaut so. Und die Rollen so. Und dann fährt er mit der Rollen so umeinander und so. Und ich meine, du bist so geil, Alter. Für 700 Euro, glaube ich, kostet es bei uns und 8 oder Man 9. hält der Steine, wenn er wieder so überteuert Star Wars wird. Also Da habe ich auch letztes Mal was Gutes ja, gesehen. das kann man schon machen, aber 800 Euro? 800 Euro. Die Betthöhle habe ich letztes Mal gesehen von ihm. Ja, der hat schon cool ausgeschaut. Die Ausnahmsweise mir wirklich cool, aber dann sehe ich, was kostet, nämlich 500 Euro und dann denke ich mir, das ist zum Vollschlag, Alter. Also völlig utopische Scheiße. Völlig utopische Scheiße. Das ist das einzige Do-it-yourself, was ich mache. Lego zusammenschrauben. Also Das war mein Beispiel. Mein Do-it-yourself beschreibt es dann auch dahingehend ganz gut. Eigentlich, also ich hätte es ja eigentlich in die Wiege gelegt bekommen. Meine Mutter ist Erzieherin, die bastelt und tut umeinander und das ohne Ende und richtig gut. Und mein Pap macht mit Holz ganz viel so hobbymäßig daheim und ich bin halt wirklich... Hat meiner auch da sehr Ja, viel. ich hab zum Beispiel immer noch, ich bin der Linkshänder und ich habe immer noch die Linkshänderschere von damals, die was im Kindergarten hatte. Diese rot-gelbe, das ist nämlich die Linkshänderschere. Und mit der kannst du nicht gerade Du, schneiden. mit der schon. Aber mit keiner anderen. Ich kann nicht normal schneiden. Ich bin aber auch nicht. Kann ich nicht. Ich hab das nie freihand gerade irgendwas abschneiden. Das war nie mein. Ich bin kann's immer auch nicht Schneck hier, keine Chance. Warum. Ich weiß nicht warum. Ich kann's ja ich plotte die Sachen für meine T-Shirts, nicht einmal das ist gerade. Ich hab da wirklich Ja. eine Schablone, die passt 1:1, aber ich sag jedes Mal, fuck, das Ding passt nicht. Die geilsten Mongos waren die auch so eine schnippi Sicherheitsschar gehabt haben und dann so schneiden und immer die Schar ganz zumachen, wieder aufmachen, vier und ganz zumachen und bei jedem Schnitt haben sie so eine Hackel. Und du sagst richtig, wer jetzt dumm ist zum Schar benutzen. Die macht man doch. Du musst es Nein, nicht ganz. Wenn es ganz geil ist, bist du einfach so. Da bist du ein Motherfucker. Dann bist du ein richtiger Motherfucker. Musst du ist dann so mitmachen, oder? Ja, Dann glaubst du natürlich. das, oder? Das Geräusch das ist ist das so Wichtigste. richtig, das ist so richtig geil, wenn das passiert. Gell? Boah, wenn wir Dass jetzt du das bei- schaffst. Das ist ein richtig satisfying Feeling. Ja. Du hast da alles so ein Gefühl, weil, wenn wir jetzt so Schneiden im Kindergarten haben, habt ihr es damals aus, wenn ihr so Flaschen dabei gehabt habt und habt dann einmal so in so einen Shot eingefüllt in eure Deckel. Damals, als die Deckel noch nicht Ja, fest ich weiß, an den was du Flaschen meinst. dran waren, Ja. wie mittlerweile diese scheiß Cola-Dinger. Ja, stimmt. Diese Dreckskacke, regt mir das auf. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Aber weißt du, Nee. was man die hinten wegbiegen Die kannst, kann? ja, die die kannst du Deckel jetzt wegbiegen, aber die kannst du nicht Ja, aber ich meine, du kannst es wegbiegen, dann ist er das wegklipst praktisch und dann ja, stört es nicht mehr so. Ja, wenn es die falsch holst, dann hast du es immer noch an den Hosen drum. Genau Das ist das, aber dein Kinder, Fehler. ist der Grund, warum ich pfandfreie Dosen im Internet in Polen bestelle. Ich Weil wollte es gerade einfach sagen, niemand wo käme schmeißt der weg, denn auf leck der mich. Ich kann sagen, lass geht direkt mit Kirche Bartmann. Kurva. Nur für Export. Da ist Wand Ja. und Zucker drin. Was ist drin? Zucker? Ja. Was heißt das auf Russisch? Oder Wahrscheinlich Zucker. Penis? Nein, ich glaube, dass Zucker wahrscheinlich einfach Zucker ist. In dem Achso. Fall.
Ja, deswegen kaufe ich bei den Polen-Teufel, kaufe ich palettenweise die Dosen, wenn ich mir mal eine genehmige, weil die scheiß Flaschen-Scheiße geht mir voll auf den Sack. Wenn ich mir mal eine genehmige, dann gibt es Flaschenscheiße. 2 Lache Paletten. Wir haben vom Diablo-Marathon, jetzt sei mal leise. Wenn ich mir mal eine genehmige. Das sagt sie ja gerade nicht. Eigentlich sollte man die da hinstellen. Ja, schon. Das sagt aber keiner mehr was. Stark. Ich frage mich, unterhaltet euch hier mal ein wenig über irgendwas. Über die Deckel. Do it yourself, du. Hast du mit Sicherheit mal irgendwas gebaut? Oder geheimwerkert oder irgend sowas? Ja, ich bin ja ein kleiner Metallbauer, natürlich habe ich Sachen nicht selber gebaut, aber ich habe halt mittlerweile einfach keinen Bock mehr. Aber was ich natürlich selber mache, ist, sag ich mal, wenn man umzieht, das Zeug selber auf- und abbauen, das Zeug aufhängen und so weiter. Das Einzige, was ich nicht tue, ist Lampen, weil an Strom scheich wird sau. Das soll sich bei anderen erschlagen, aber nicht bist wieder, du schon. garantiert. Mir hat es auch in der Badlampen das letzte Mal so gar nicht so lange, hat es mir nicht aufgezündet. Nein, bin ich raus. War ich saulistig. Da hat es mir auch nicht aufgezündet. War ja auch kurz lästig. Ich hab nicht, ja. Dann haben sie festgeschraubt. Er war Polarlampen festgemacht bei mir und hat gesagt, der hat einen Strom weg. Was, fragen nicht, wer einen falschen Strom weg da hat. Oh, da habe ich richtig Angst gehabt. Ui. Steckdosen hochschrauben auch mittlerweile. Das ist alles so gekommen, so, das habe ich auch nie kennen, bis wir halt da Heizung haben vor 8 Jahren im Prinzip und über die Jahre hinweg an jeden Raum sukzessive halt ausgeräumt, komplett hergerichtet, neue Steckdosen gemacht, neue Lichter und so. Und da war ich mehr oder weniger gezwungen, dass ich das einfach mache. Ob ich es richtig mache oder nicht, das weiß ich nicht. Der Strom kommt raus, wird schon passen. Ja, wie gesagt, ich bin da schon immer so, dass ich sage, ich mache es einfach mal, schau mal, wie weit ich mir selber helfen kann und wenn ich nicht mehr kann, dann gibt es jemanden, der mir helfen kann. Das letzte war das Regal da. Und da erinnere ich mich noch sehr gut, wie du gesagt hast, das ist aber ganz schön schief, Alter. Und irgendwann hat die ganzen Brettspiele, die Hero Quest und Star Quests, die da oben sind, die haben halt scheiße schwer und die haben irgendwann runtergerutscht. Komisch. Da habe ich mir gedacht, so, leck die, wenn jetzt auf meine Figuren da unten aufgefallen werden, war ich ausgerast. Und dann habe ich das Regal runtergebaut und wenn's jetzt, das schaut ja so ganz akzeptabel, aber da siehst du zum Beispiel, da bräselt die Wind runter. Unten drunter sagt man, Junge, wenn man genau schaut, irgendwo bräselt die Wind runter. Ich meine, bei mir ist es ähnlich, ich weiß schon, was für Diebe dann ins Loch gehört und so, aber ich nehme halt einfach per Augenmaß, ja, das wird schon passen, keine Ahnung. Ja, irgendwie geht der nicht, keine Ahnung. Wieso haut denn da die ganze Wind runter? Ja. Ich bin da wirklich, eigentlich bin ich ja, also ich darf jetzt behaupten, ich bin nicht ganz dumm, aber die Sachen, die mich null interessieren, da bin ich halt einfach so, dass ich sage, okay, ich komme jetzt da 5 Stunden hier sitzen und sagen, ich beschäftige mich jetzt damit und versuche das einfach und danach habe ich trotzdem keinen Bock drauf oder ich sage jetzt, ich stelle einen Kasten Bier hier und das ist auf 2 Stunden erledigt. Ja, ich rede jetzt von so also, Lampen aufhängen. Ja, oder zum Beispiel, beste Beispiel kann ich auch wieder sagen, ich da wo meine Katze operiert worden ist, habe ich mir extra Schranktüren gekauft bei Ikea. So, ich hab schon gemeint, wo jetzt aus Kugel, ob die Katze selber operieren kannst. Hast ChatGPT gefragt? ChatGPT, meine Katze hat Husten und eine kahle Stelle. Ja, das ist ein Bier hingestellt und Katze hingelegt. Der kommt vorbei wieder. Regel den Scheiß. Ja, und der hat halt den Springer, der von dieser eigentlich immer meinen Schrank eingekupft. Und meinen Klamottenschrank. Richtig assi eigentlich. Dann habe ich mir halt die Türen gekauft, so Schiebetüren. Die habe ich dann ohne gemacht und das waren halt alles so, das sind Spiegel. Das ist komplett verspiegelt, das Ding. Und das sind 8 so verschiedene Spiegelplatten. Ja, die erste Dingnummer mit meinem Babs so ein bisschen zusammenbauen und da. Was mal, ich lasse das Ding fallen, unten die erste Scheibe einfach komplett hin. Die hängt jetzt zwar immer noch unten, aber... Ja, aber das ist ja nichts mehr, die kannst nicht, das wäre einfach nur zu dumm zum Halten gewesen. Ja, also ich bin da einfach nur unbegabt. Ich bin zwar Linkshänder, aber mit 2 Linken, das ist auch nichts. Ja, ist klar. Ich habe unseren Schlafzimmerkleiderschrank, der ist 4 Meter breit und 2,20 Meter hoch, habe ich allein zusammengebaut. Und da haben auch 4, also die mittlere fette Schiebetür besteht aus 4 Spiegelelemente, die habe ich auch selber zusammengebracht irgendwie. Geht schon. Ich habe mit Maxi einen anderen Schrank Es war zwar ekelhaft zum Malen, aber irgendwann brauchst du dann da mehr, Alter, das ist ja 2 Meter auf 2 Meter Glasscheiben, wie soll ich die jetzt aufheben? Das ist dann schon gegangen irgendwie, aber... aber... dann an die Kanten steckst du dann diese Fiers mit Nägeln rein. Die haben ganz viele Schränke, weil die sind einfach nur so Plastikfiers mit einem langen Nagel, das du unten reinsteckst. Ja. Und dann liegen die halt so umeinander und ich baue das Ding zusammen, bin Barfuß und ja, geil. Dann habe ich halt 3 davon in meinem Fuß vor mir drin. Aber die kompletten, was weiß ich, 1,5-2 cm, was das Ding war, lecke. Da bin ich, 1,5 cm schon viel, tatsächlich. Ja, es ist, also jetzt weiß ich, wie es meine Weiber gegangen hat. Ja, mal beim Lagerbauen früher, schon mal wieder in der Nostalgie-Folge, bin ich mal im Lager halt mittendrin, war Baumheisel mehr oder weniger und hab mich an einem Ast eingehängt und umeinander geschwungen und irgendwann ist der Ast abgebrochen. So ein Hurensohn. Und wenn man auf den Arsch fällt, stützt man sich so ab. Und genau, man sieht nichts mehr, aber wirklich als hätte es mit Absicht und oben durch. Ja, also das war unangenehm. Später von mir auch passiert. Beim Fußball haben wir Fußball gespielt
Und da waren hinter ihm so ein Holzlatten dort und da sind die Nägel rausgeschaut, rustige, weil das zeigt schon. Und er hat einen Torwart gespielt, springt, mit einem Ball fangen und hupft da ein und haut sich die Nagel durch die Hände durch. Ja. Ja. Da habe ich sau viel Dusel gehabt, dass da nicht irgendwie... Ich habe gleich gesagt, Stigmata. Das hat lustig, interessanterweise, wenn ich versuche, mit vielleicht hat es saumäßig weh, ich weiß nicht mehr, glaube ich aber, dass das nicht so unfassbar krass weh hat. Also hat sich der Jesus gerade nicht durchgestellt. Das ist ja eigentlich als. Ja, schon. Ja, es hört sich ja immer so blöd an, aber desto spitzer der Gegenstand, desto weniger tut es weh. Ich glaube, dass der Nagel war auch nicht rostig, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Ich habe das auch noch richtig krass vor Augen, wie ich dann so säg das noch nicht, boah, leck, Alter. Und dann kriegst du halt Vollgas den Schock und ziehst halt der Hint raus und dann sagst du, sägst da nicht durch. Ich meine, du hast da und da, das tut sau weh natürlich. Guck mal, du kleinen Schlampe. Tarantino. Mein ehemaliger Nachbar, der ist einmal mit 12, 13 Jahren, ist im Radl gefahren und mit der Backe in einen Jägerzaun rein. Was in einem was? In einen Jägerzaun, diese Holzzäune, die wo noch da, diese Eckerl haben, Ja. schon diese spitzen Holz, da, die wo lauter Diese alten Holz so Rauten haben und gehen durch die zwei Spitzen immer Haben das so auseinander. Abgrund, die Nein, das sind Holzplatten? Spitzen. Ja, so ein Ja, Also, aber ja, genau. die haben Ja, so genau. am Zaun über da. Genau, Genau. die sagen Ja, extra- verstehe. extra Und da mit der Gewitter, ja. Backe hängen geblieben. Der hat heute noch da der ist komplett durch. Hast du das Glück, komplett- oder? Das Ja. soll mehr der Ja, oder Pech, dass er einfällt. Aber Ja, die aber kommen das weg. für die Situation, Aber wenn es schon ja. passieren muss, dann lieber so, bevor es Komplett sonst... durch. Stellt's mir Knacker auf, wenn ich da drüber Also ich hab's zum Glück nicht gesehen. Wolle, kennst du das Gefühl, wenn du Auto fährst, als Beifahrer oder vielleicht auch als Fahrer, als Fahrer habe ich es nicht so, weil ich es da nicht so tue, Nur besoffen. aber als Beifahrer, wenn das Fenster herunten ist und man tut seinen Arm so auf Ding auf und dann hältst der Hand aus zum Wind dagegen halten, das ist eigentlich ganz lustig, kommt da bloß mir ab und zu mal der Gedanke, was ist jetzt eigentlich, wenn da draußen ein Pfosten vorbeifährt und dann bricht es mir meinen Arm so 90 Grad So, so Das nach ist mir noch nie hinten. gekommen. Hereditary Style. Boah, lecker! Da bin ich jetzt dran. Du sofort deinen Sofort Bratzen rein, rein, weil ich das Fenster ausflippe. ausfliegen. Ja, schon sofort rein, weil ich den Nachher schwer. Nein, das habe ich noch nie gehabt. Das sieht meistens Tent gerade so aus, wie die Nosenramme, was schon die Feichten, die musst du dann vorne aus so hinten das Trick gehen, dann kannst du schon runterwurzeln und wegschießen. Du musst ein bisschen auseinanderziehen, dann fangen es Luft und dann, wenn es riesig ist, ein Kondom, das musst du ausgehalten. Da passiert übrigens das. Ja, genau. Aber weiter geht auch was da. Ja, aber da geht Handschuh. Ansonsten tue ich dir Selfie, ich habe mir schon öfter mal irgendwie so coole tue ich dir selbst an, dann siehst du irgendwie so Videos, was du denkst, oh, so was mir jetzt auch machen, wo sie irgendwie so, vor allem so Figurenzeug bauen und ich so, was mir jetzt auch machen, dann sehe ich so ein bisschen so das How-To, wie es macht, und dann so, ja, nein. Ja, das ist genauso wie damals wird das geheißen, die Sendung, Mit der Maus? da wo es doch einmal gebastelt haben, die, Heart Attack. genau. Ja. Und wer hatte Bastelkleber daheim? Da war doch immer was mit Bastelkleber, was zu machen war. Du hast alles daheim gehabt und hast immer alles hergerannt. Der flüssig weiße Und Bastelkleber. Bastelkleber. Oh, Ich hab keinen Bastelkleber. Wieso haben wir keinen Bastelkleber? das war doch immer das. Nein, das Heart war Attack war schon lustig. War lustig, sagen wir es so. Habe ich nie angeschaut. Ja, ich schon damals. Ich finde aber, ich kenne schon diese Videos, die du auch meinst, wo ja, das macht man sich schnell einmal daheim. Ja, genau. Nein, das sagt der YouTuber mit seiner 100.000 € Werkstatt daheim, der Genau. baut sich das einmal schnell. Jetzt bauen wir schnell, das ist ganz einfach, das kann jeder machen. Ja. Aquarium mit Endor, mit der Schlacht um Endor noch. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy, das stellen wir jetzt in unsere 24.000 € C&C-Fräsmaschine Genau. rein und dann haben wir das gleich da, das Ding. Die Figur da hinten, die kostet übrigens schon 890 €. Ja, und wenn wir die nicht zahlen, drucken wir es mit unserem 890 € Genau. 3D-Drucker. Legt mich doch am Lauter Arsch. so ein Scheißdreck. Und dann sagst du in 25 Sekunden irgendwas voll das geile Ding zusammen, das den Eindruck macht, als weiß überhaupt keine Arbeit dabei, ist ein unfassbarer Aufwand. Ja. Aber das ist zum Das Beispiel. herscheißt. Also bei so Sachen, da scheiße ich mir, also so selber zu machen, weil erstens, ich habe die Gerätschaft nicht daheim und wenn ich es daheim habe, dann weiß ich nicht, wie ich es benutze. Aber was ich schon mache, ist zum Beispiel, wenn es jetzt so do-it-yourself, wenn wir jetzt auch so dabei haben, so Rezepte nachkochen. Wenn ich jetzt das so zum Beispiel auf so Kurzvideos sehe, da gibt es ja dasselbe, so do-it-yourself, mach das schnell. Das mache ich schon ganz oft. Was ich in der letzten Zeit Ich nur bei bemerkt habe, One-Pot-Rezepte. was ich in der letzten Zeit bemerkt Ja. habe, ist, ich meine, im Weiß Grunde ich. ist es mir scheißegal, aber mitkriegen tue ich es natürlich auch. Meine scheiß alten Grill-How-To-Videos funktionieren auf TikTok. Es sind noch nicht so mittelmäßig, aber die Grillvideos funktionieren irgendwie immer. Denke mir so, warum aber eigentlich, die funktionieren auf YouTube auch, so ist es nicht, aber es ist mir aufgefallen. Mir aufgefallen. Das mengt Leute, Sachen nachkochen. Ja, es ist ja geil und es schmeckt Deswegen gibt es ja 5000 Kochsendungen wahrscheinlich. Der war jetzt früher. Hoppala. Hergespielt. Na, der war assi. Hergespielt.
Na, kochen, also so Sachen nachkochen, das mache ich schon gern. Was war denn das letzte, was ich baue? Also wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht, den Garten umzuformen mit so Hochbeet Terraforming. und so Geschichten. Ja, sprichwörtlich. Boah, stimmt. Platz war genug mit so Hochbeeten und so Geschichten. Und dann habe ich, wie es der Zufall will, scrollst ein bisschen so durch 9gag durch. Und dann habe ich so ein Beitel gefunden, was man so alles braucht, um autark zu leben. Und dann ist er da alles abbeitelt mit, du hast da ein Beet für Beeren, du hast da einen Apfelbaum, du hast da ein Beet für, was weiß ich nicht, was ist das für ein Scheißdreck? Katzen. Dann hast du hinten einen kleinen Pfleg für einen Hähnerstall. Dann hast du hinten lauter so einen Scheiß, was du jetzt so alles brauchst. Und da, was die Lebensmittelpreise aktuell, das ist ja völlig utopisch. Und da fängt man halt einfach mal so das Überlegen an. Kartoffeln anbauen, gelbe Rüben anbauen, Zucchini-Zeug anbauen, Gurken und so, wovon man halt vielleicht auch satt wird. Ganz speziell Kartoffeln. Und Zuffer, wenn es Wodka Und besuchen, wenn es dann richtig hart wird. Ja. Wenn's ein Wodka noch draus baut. Das ist so abwegig, ist das, aber es ist ein Haufen Arbeit. Also nicht jetzt natürlich die Hochbeete bauen, die schon am Pfosten in Bohnen dreschen und ein paar Bredel und so. Wird schon irgendwie gehen. Aber sie um das Ganz gut in der Stunde fest, oder? das angebaute Zeug, um das dann kümmern. Das kann man, wird wahrscheinlich keiner wissen von euch Affen, aber ich weiß ja auch nicht. Kann man Kartoffeln so anbauen, dass man alle 2 Monate ernten kann? Nein, die Über haben den nur Winter Erntezeit. verrecken, ja, oder? Nein, glaube ich nicht. Du tust nämlich die alten Kartoffeln, die tust du, glaube ich, dann sogar, ich glaube, nur noch mal so halb schälen und dann einpflanzen das nächste Jahr. Meine Arbeitskollegin, die ist. Schau dir der die hat Marciano einen an Bauernhof. mit Damen, da weißt du, wie es geht. Muss ich ins Aber die Hochbeet haben einscheißen. die haben bestimmt die Erntezeiten. Das ist ja Muss man wirklich doch nicht einfach so eine Kartoffelknolle nehmen, die kann man dann in der Mitte auseinanderschneiden und die kannst du dann einpflanzen. das kann auch oder sein, ja. irgendwie so. Das kann auch. Gerade Da habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber es war halt aber es schon ist jetzt zum geil. Beispiel mit den Erdbeeren. Erdbeerfelder haben seit letzter Woche wieder zu, Warum? weil sie nicht mehr wachsen. Achso, weil die jetzt um die Jahreszeiten nicht mehr wachsen. Genau. Ah, okay. Du musst Also, es halt jetzt im du hast Edeka halt immer- kaufen, da sind halt dann alle Scheier total verschimmelt. Da wachsen Es gibt ja das ganze Jahr lang Kartoffeln im Überfluss bei uns da. und Erdbeeren. Das kann ja nicht, es muss ja irgendeine Art und Weise geben bei uns, Kartoffeln anzubauen im Winter. Natürlich in Gewächshäusern, Gewächshäuser. aber wie groß sind die Gewächshäuser? Ich sehe bei uns keine so großen Gewächshäuser, dass es im ganzen Land Beim immer Kartoffeln gibt in alle Variationen. Beim Ettenberger haben recht, haben 4, 5, 6, 8 Stück. Ja, aber die Zum werden Beispiel. nicht lange für den ganzen Landkreis, fürchte ich. Ich esse nicht viel Kartoffeln. Ich schon. Ich habe mir heute eine Kartoffelsalat gemacht. eine Heißluftfritteuse gekauft. Ja, geil? Ja. Ja, dann dein- wird sich das auf sehr schnell ändern mit Auf dein Kartoffelfressen. Belang hin. Du hast gesagt, das ist so geil. Wenn das nicht geil ist, dann. Du hast Pech gehabt. Ja. Auf jeden Fall. Kartoffeln. Aber habe ich mir heute gekauft. Und dann habe ich auch mal so überlegt, so, das kostet ja einen Haufen Zeit. Gut, Zeit ist relativ, dieser Wurscht ist ja im Prinzip umsonst, aber es kostet auch einen Haufen Geld, die ganze Erden, das Wasser, alles, bis das Zeug gewachsen ist und so. Und ob man sich da dann wirklich was spart oder nicht. Es schmeckt halt. Also meine Eltern haben 2 Hochbeete und mein Papa pflanzt sehr, sehr früh ja selber an, ob Kartoffeln, ob Zwiebeln, ob Salate, Gurken. Ja, alles und mögliche halt, was halt so geht. Radieserl und also Beeren, so Heidelbeeren und so Sachen. Das ist ja alles so ein Essen, ja, von einer Schüssel Heidelbeeren werde ich aber nicht einen Monat lang leben können. Das Nein, ist aber halt so, was soll ich deswegen damit? hat der ja fast alles. Ja. Aber ich finde, es schmeckt da ganz anders. Wenn du einen Salat aus dem Garten isst, der schmeckt 100 Mal geiler, als Habe wenn ich du schon den Supermarkt extremst lang nicht mehr da. Aber das Dann- glaube ich gern. Das ist jetzt Oder ziemlich lustig, was selber. Karotten, sag ich. Gurken zum Beispiel. Gurken haben Ja. bei Weitem nicht so wässrig. Für Die haben Karotten ab in die Kommentare, der Name zum Floki auch nicht. Karotten, nur weil Karotten gesagt haben. Ja, genau. Fuck you. Ich sage aber auch Karotten. Ja. Jetzt sag jetzt es ab und hasst es. Geh wie Ruhen, Spastenverein. Die haben ja nicht gelb, die haben orange. Aber echt, das ist so dumm. Mein Gott. Das nein. Möhren, ihr Spasten. Mörschen. Möchten. Ein Glas Mörschen. Mama, gib mal die Mörschen. Wo ich aber dann schon Scheiße. glaube, dass du kannst ja da nicht 100 Kilo Kartoffeln dann ernten und so. Die gehen ja erstens gehen da irgendwann kaputt und zweitens, wer sollten die da fressen und drittens, Ja, das, was du essen kannst, aus Du dem musst, halt, Wodka. du musst halt auch schauen, so wie die ganzen Lebensmittel ja auch, angepflanzt werden. Du musst ja, die eine Zeit gibt's Karotten. Mann! Kartoffeln Mörschen. und keine Ahnung. Also, das kommt ja alles nacheinander. Was zum Beispiel da eine gute Alternative wäre, es gibt sowas wie Etepetete heißen, die habe ich mir auch schon mal bestellt. Etepetete. Ach, das sind die das kreislige Gemüse verkaufen. Genau, die wo oder? das Gemüse verkaufen, das wo eigentlich auf die Felder nicht mehr verkauft wird. weil es scheiße ausschaut. Ja, Genau, ja. genau. Das ist so ein dämlicher Scheiße. Ja. Ja, Die das ist so eigentlich dumm totale sind. Scheiße. Ja. Aber das kaufst und das ist echt, da unterstützt die auch wirklich gut, weil es ist mega teuer. Es ist eigentlich
Warte, das Fotzengrube zeigen wir auch nicht, wo wir sau da, die scheiß Trottel kaufen schon. Ja, genau. Das ist, da triffst du genau wieder den Gott. Und Also 5 Sekunden später machen wir ein Kreuzel bei Krähe. ja, Ihr Fotzen. Es ist wirklich eigentlich eine richtig geile Idee, weil da kommt halt einmal, die schauen halt eigentlich ein bisschen schärfer aus, ein bisschen anders. Das ist doch scheißegal, es schmeckt ja trotzdem. Ja, aber wieso verlangen dann da mehr? Was ist denn das für eine Behinderung? Wir sind froh, dass sie das weil sie weiterkriegen. dahinter aussieht. Ja, Idioten einfach. Ja, aber super, das- herzlichen Glückwunsch. Was halt geil ist, du hast da immer die wo momentan umgebaut werden, die ganzen Gemüsesorten oder Obstsorten. Gibt's ja Obst, gibt Gemüse, das ist scheißegal. Und alles, was halt momentan ist, ist ja Du wie machst mit. dann, wenn dein Beet, du baust halt nicht so an, dass alles das ganze Jahr verfügbar ist in der Regel. Ja, aber Geht ja nicht. mich würde interessieren, ob das geht. Mein Ziel ist ja nicht jetzt so hobbymäßig, wie das der Pap tut. Ja, da sind wir ein paar Bärle und so, das ist auch ganz nett, um Gottes Willen. Wir haben auch jetzt, wo wir einfach mal testweise haben wir 30 Von 0 auf 100 gleich, gell? von 30, nehmen wir die Scheiße, Blärmikasten und da haben Paprika drin und Peperoni und so einen Scheiß und ich finde das eigentlich ganz nett, da jeden Tag ein Paprika. bisschen zu beobachten Mit und ohne zum Schauen, wenn das da hinwächst. Und mein Gedanke ist ja, davor auch was zum Home, also ganz strategisch wirklich was zum Home. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mir, wenn ich einen Sack Kartoffeln ernte, dass ich mir die 5 Euro für das, dass ich es meinem Geschäft kaufe, dann spare, sondern dass, wenn ich das da habe, mir das spare, was ich stattdessen fressen darf. Dann friss ich kein Scheiß 5 Euro Pizza oder 10 Euro Pizza, sondern ein paar Tage im Jahr, Muss ich abpflanzen. 2 Wochen lang im Jahr im Schnitt oder 4 Wochen im Jahr, das Zeug aus dem Garten. Und das spart man sich dann an Essen so, Ja, und es ist ja. glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn du jetzt den Zeitaufwand mit einberechnest, wird es dir wahrscheinlich nicht günstiger kommen. Na, Zeit darfst du nicht mit einrechnen, das Na, ist ja überhaupt klar. nicht, aber bei Als autarken Dingen. Kaufmann immer. Ja, das kannst Du musst immer eine Stunde einrechnen. Ja. Das ist ganz Meine wichtig. Stunde ist 1 Cent. Ja. Für mich selber. Unter der Woche bin ich Kaufmann, am Wochenende denke ich mir immer nur Saufmann. Okay. Das ist Ähm. eine stabile Rapper-Karriere. Ja, Fotzen, genau. Fotzen mit der Auge. Ich bin kein Geschäftsmann, ich bin das Geschäft, Mann. Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Ein Gickelstall? Das Au. kommt dann. Nein, wenn du. ich kenne einen aus Da hab Österreich. ich keinen Bock drauf. Ja, Ich aber kenne brauchst für einen, den Bizeps. ich kenne aus Österreich einen. Grüße an den Wauzi! Ich weiß nicht, ob er unsere Folgen alle anschaut oder nicht. Das ist eine Folge wurscht. Von dem weiß ich, der hat Hähner daheim und der sagt, die kacheln haben jeden Tag eine Reihe. Schon geil, gehst raus, freuen sie, futterst ein wenig oder ein paar Kernel, ole, ole, die fressen ihren Scheißdreck. Ohne Hähnchenbrust. Ja, genau, und kurz bevor sie Tschüss sagen, musst du dann einen Gickeltopf draus machen, einen großen. Ja, aber da müsstest du das selber schlachten. Kannst du das? Oh, leck, ich glaub nicht. Ich glaube, dass das wieder so ist, wie du hast dann die Gickel so und die haben dann Namen. Natürlich gibt es dann wieder einen Namen, so ein dummes Bild. Natürlich gebe ich einen Namen wie, oh, leck, was war denn der beste Gickelname? Für der erste heißt sowieso 4000 km/h Gickel. Der zweite, Das ist sowieso sofort der Chick McNugget. der Nugget. Oh, lecker, braun. Ich mag ja sofort einen braunen Gickel, der Nugget heißt. Ja, Geil. Spicy Nugget. Also Aber da- das da- war ist einfach spicy. nett, weil du bist ja da jeden Tag draußen, du kümmerst dich um die und so weiter. Natürlich gehe ich da nicht her so jetzt hat's die, box am Gickel und aus dem Shell ab. Kann die Sowas- wahrscheinlich Ja, aber nicht. wenn du den Schädel abkannst, dann musst du wirklich schauen, dass du Pause machst. Ja. Weil sonst. Weil sonst. Ach, Schüssels, Pause. Aber ich habe ja schon gesehen, dass Gickel ohne Kopf nur ein wenig umeinander. Ja, laufen das stimmt. und so. Ja, das ist ja krass, du musst dir dann noch festhalten, weil die fliegen dann davor. Da kannst du einfach die Flingidioten. Ja, na, natürlich fliegst du den Hau, du Mongo, aber ein Stückchen können schon. Machen wir jetzt Pause. Warum oder? man nicht mehr einfach, wenn ich trinke, du Fettsack, du Mal. Dringend die Löwe. Was ist jetzt das Ding? Das ist einfach, das schaut aus, als mit einer Nasenbohren, das weggeht. Er raucht doch nicht. Was raucht dann ein Potter sein? So, Ja, das ist ein Zauberer, der zaubert sich die Zigaretten aus so dem für alle, die das Zauberstab. wieder nicht gesehen haben, das ist runtergefallen. Oh, voll. Oh, das ist eine Kratzhand, das ist gut. Gib mir das. Grad schon. Nicht in mein Pipi rein! Vorne eine. Nicht in das Pipi rein! Steht ins Pipi-Loch. Nicht ins Pipi. Nicht immer anfangen, der bist schon gebrochen und wenn er abbricht, muss ich die Du hast ja abbrechen. gerade abgeschmissen. Ich wollte gerade sagen. Ja, dann hab's ich gemacht. Oh. Ich darf das. Wir haben eine Zum Haftpflicht. So, wo waren wir bei den Gickel? Aber er geht auf. Okay, bye. Ja, okay, aber weißt du überhaupt, was ein Kadaver ist? Ja, das ist doch der Todeszauberspruch, oder? Hey, Respekt, I'm Alter. fucking impressed. Und was ist der Crucio? Das weiß ich nicht. Ja, halt doch deinem Mal, dumm Ja, Absolut ahnungsloser. Nerv ist er. was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, Harry Potter. Ja, wir waren wahrscheinlich. jetzt bei Gickerschellen. Gickelschäden. Wenn du jetzt einen Nugget und Kopf abhast, dann flüchtet er. So soll die heutige Folge übrigens heißen. Wenn's dem Nugget einen Kopf abhaust, dann fliegt er. Du musst da nur schälen. Nuggets schälen, dann fliegen sie. Wenn man Nuggets schält, dann fangen sie an zu fliegen. Ja.
Aber Nuggets. das ist doch bei vielen Tieren so. Pro-Tipp, die wenn du dann eine Schwingung Nugget fangen. schälst, Dass die dann nochmal ihre Der fucking Kopf vom Haus fliegt. Bewegungen oder ein sogar Fisch zuckt Nervensystem. da ewig umeinander. Ja, sogar Nervensystem. Da kannst du gar noch zucken, wenn du ihn dann in die Pfanne wirfst. So kleine Heuschrecken machen das doch auch, wenn du den Kopf überreißt. Hab ich gehört. Meinst du, dass der Zipfel beim Kannibalen von Rotenburg auch noch zuckt dort in der Pfanne? Auf jeden Fall. Hallo, das ist im gegenseitigen Einverständnis Aber das ist doch passiert. ein Werde ich mir China, Witze drüber machen da machst dürfen. doch die Das ist Fische. eine gute Frage, darf das dann sein? Was? Wenn jetzt ich und du ausmachen und sagen, wir Nein, fressen das jetzt nicht meinen Pimmel, Nein, nein. ist das dann trotzdem... Wenn ich nicht Wenn stirb uns- drauf, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich mir selber abschneide und dann koche und dir dann geben, dann glaube ich, dann bin ich selber dafür verantwortlich. Aber wenn du Wenn jetzt der vor Dumm- laufender Kamera sagst, ja, erlaube ihm, das ist okay, wenn ich drauf gehe, passt. Nein, weil das war ja bei denen zwar mal die haben ja auch, glaube ich, sogar einen Vertrag abgeschlossen, also wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Aber zum der Glück- ist ja dann auch untersucht worden und ist ihm halt dann attestiert worden, dass er halt trotzdem ein Psychopath ist. Ja, ist eh klar. Und dieses gegenseitige Einverständnis, das hat da auch nichts gebracht. Ich weiß auch nicht, wie es war, wenn man es jetzt rausmacht, dann er sagt, ich mache das selber alles an mir. Ja, dann ist ja was anderes. und du dann, isst halt dann, das ist ja praktisch ein wenn ich Geschenk. dir dann mein 1,5 cm Stummel Ich will sagen, das lohnt sich gar nicht, den ja, abzuschneiden. das ist wie so ein gutes Stück Fleisch. Was haben wir am kostet ganz Samstag? wenig. Treffen wir uns zum Grillen, was gibt's denn? Mikrostände! Wow! Gibst vorbei, magst du einen Schwanz fressen? Geil! Aber nicht so wie der Mamsons da, sondern richtig. Ohne Lippenstift. Nimm den ganzen Mund. Ja, genau. Diesmal hebst du wirklich. Gott, diesmal darf ich ja 10 spielen. Ja, geil. Richtig geil Tipps. Aber in China ist doch so, da muss doch die Fisch oder auch die anderen Viecher, die muss doch alle direkt schlachten, oder die Tintenfische haben das doch, oder? Die muss dann töten und dann direkt im Pfand, oder wo doch die Arme dann am Tisch zum Teil noch zucken. Die essen es doch teilweise so noch rohe. Ja, das wollte Und dann hast du so, da steckt drauf, also in meinem Hals festhängen, komisch. Und das Nicht ist aber Gibt's rausgefahren. nicht auch irgend so ein komisches Video von so einer Tussi, die sie mit so einem, die wo so einen essen will und dann Ja. klang dem der mit der Tentakel voll ins Gesicht und die saugt kriegt ihn nicht mehr weg. Saugt sie voll fest. Ja, und sie zirken dann oben und zirkt sie die ganze Backe da so weg, und wo man denkt so, Und ich denke mir gerade, ja Gott sei Dank, das soll die ganze Fotzen aufreißen. Noch Das ist aber meine größte Angst beim Tintenfisch. Also paniert und Co. kann ich den richtig geil essen, aber sobald ich nur diese Saugnäpfe sehe, habe ich Angst, egal wie groß die sind. Aber so Meeresfrüchte-Salat, wenn die so klar haben, die Geil. ganzen Ärmchen und ein Co., Gratin ist so geil. Ärmchen. dann da denke ich mir, nein, ich habe viel zu viel Angst, dass wir die einfach im Holz stecken bleiben. Also, dass einfach die sie ansaugen. Hör halt auf! Die sind automatisch. Ja, aber trotzdem, Hedy, das ist so Das eine sind Angst. unbegründete das ist Ängste. eine Angst. Das ist Wir- wie eine Angst, eine Spinne, die mich tötet. Ja, wie wir es jetzt mit dem Spätzle geschmerzt haben, so Du hast den unbegründet, Stab da weg. Du regst mir auf. unbegründete Ängste, dass du in einem Stau stehst und kriegst Dünnschiss. Das ist nicht Oh, unbegründet. nicht. Aber stell dir das einmal vor, du stehst irgendwo in einem Stau und dann kriegst du so richtig, so wie jetzt ich da vor Zeit, so richtig krass Dünsch. Scheiße, wird lang, scheiße, Schiss wird leid lang, hilft Weißt dir du, nicht. ja, alle Arschlöcher haben mittlerweile ja sofort das Handy da und dann filmen sie dich und dann hast du Hot Young Boy, Dann ganze Autobahn. steht auf dem Korn vor, Hot Young Boy. Ja, aber hallo. 120 km/h Flitzekacke. Ja, genau. Wenn's- Autobahn steht, da Du hast läuft. erst gewonnen, wenn es deine Flitzekacke blitzt. Wenigstens einer hat keinen Stau. Weg jetzt mit dem Ding! Du machst mich neidisch! Sag ich auch die ganze Zeit schon. Schluss jetzt! Du bist so ekelhaft. Herzlichen Glückwunsch, danke dafür. So, wer weiß, wo ich den schon überall gehabt habe. Nee, ich hoffe. Und warum er Brocher ist. Dumbatz. Wo waren wir? Dummbetzen. Beim Gickerl. Gickelschein. Selbsternährung. Na, geht Also, um. weil. Ja, und das war's dann auch schon. Jeden Okay. Tag Ohr und Scheiß und Klumpen und Tschüss. keine Ahnung. Achso, ich meine, das war's. Du Volltrottel! Ei. Du, ja. Nein, Nein, neben dem Stab! Los, halt den Stab bitte schön linken. Ebenso. Den kannst du mir noch, der kennt sowieso Rückhand, dir. Gera. Rückhand. Jetzt haben wir den Ludenschein. Ja, Plastiker nicht. Hält's halt auf. Der Mann von Welt schlägt die Frau nur mit der Rückhand. Weil es gibt keine blauen Flecken. Nein, weil Ach so. die Tarnfläche ist dreckig und Rückhand nicht und ein bisschen Respekt möchte der Frau noch lassen. Die möchte nicht den Dreck ins Gesicht Dass du schmieren. hier gemeint, dass das wegen am. Das Nein, mit der nein. flachen Hand ist ja immer wegen die blauen Flecken. Nein, da geht es um einen Dreck und einen Respekt. Nein, da. Doch, Nein, glaub's mir. auf gar glaub's keinen mir, Fall. glaub's mir. Ich bin da sehr bewandert beim Frauenschlagen. Ich glaube eher, dass die Frau schlagen da. Warum steht das nicht in Frage? Kannst Ja, er spielt auch mit seiner Freundin da so Behindertenspiele, welche Pflegestufe da so haut und Co. Also da, ich mochte gar nicht wissen, was Ey, da voll keine Ahnung zur Last. Also, Doch. wir haben unser Ding gefunden, was uns glücklich macht. Also, lass uns in Ruhe. Oh Gott im Himmel. Es ist so, oh, diese Vorstellung ist immer noch Ich verschwunden. mir hätte so gerne, dass jetzt ein Beiner Kinder mir einfach davor fährt auf meinem Sessel und damit ich mehr Ruhe habe und dann. Für mich hat das ja beinahe geht und sie jetzt einfach da hinstellt und sein Nacken Arschloch auszieht, mit ja. der Enthaarungscreme. Boah, und Einfach so live, ohne Kommentar. Ja, dann soll es uns direkt sagen. Die Tür geht auf und es stellt sich Beine Wir machen mal, von das ist dann unser Reaction-Video. Er wird gar nicht sagen. Er wird gar nicht sagen. Wir schauen. Wow. Das ist wie die Reaction-Videos, wo sie sich die
Two Girls, One Cup Sachen anschauen. 6 Personen alle schauen so. Das ist mal 50% Reaction und 50% Erection. Ja, Aber hallo. 50-50. Ja. Ich hab noch was jemand geschrieben hat als Frage. Wer hat das geschrieben? Der müdes Grau hat das geschrieben. Im Discord. Habe ich mir notiert. Grüße an das müdes Grau. Und jetzt pass auf, das sind so Fragen, die du gerne mal stellst. Na. Und zwar, Joghurtdeckel abschlecken, ja oder nein? Oh, ganz einfach. Fangt so, ich mag als letzter. Du fängst an. Ich falle schlecht genug. Du fällst schlecken ab. Überhaupt nicht. Warum nicht? Ich mag das nicht. Du das, ja, aber so direkt abschlecken tue ich ihn eigentlich auch nicht. Ich tue nämlich, ich greine mit dem Löffel an. Na, ich lieb Kosen natürlich ein bisschen. Ja, Ja. zusammenrollen Wenn und er richtig so sagt. Und dann nach dem Becher aber auch. Ja, aber hallo. Wir ein im Hund. Becher schläge ich nicht, weil dann habe ich da so einen weißen Rand wie beim Onkel Mir Werner. ist der meistens braun. Schott Monte. Kottmund. Na, also ich mache das zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich das zum Beispiel auch nicht kann. Ich zirk meistens den Deckel oben und ist erst das aus. Und dann liegt meistens der Deckel da. Der liegt schon 10 Minuten da und ist Genau, ranzig. und dann Das ist ist schon er so- klar, das heißt, da oben ziehen und dann abschlecken und nein. Nein, das mag ich Eben. nicht. Wenn, dann mag ich erst den Genuss des Bechers Das ist erleben. wie bei der Freundin, die kannst du auch nicht 10 Minuten lang ohne Unterhosen liegen lassen. Da musst du auch gleich hin. Die wird auch ranzig. Ja, eben. Nein, die werden nur Lass- kalt. Die werden Ja, nur kalt. lass- Die werden nur Ja, kalt. lass es erst anfeichteln und dann drückt der Dreck wieder an, weißt du? Dann kannst du dann auch nicht mehr nach 10 Minuten hinschlecken. Musst du es wieder anbeilen, dass es wieder feichtelt. Die werden schlafen. Ich muss so schnell aufs Klo. Ja, gut. Na, da geht aber nichts mehr. Gib's mir Asozial. Doggy, gib's mir Doggy. Oh Gott, die scheiß krasser Witze-Fotze. Das ist auch Katja Krasser unfassbar. Okay, nicht. Doch klar, die Jury da die was für den McFlurry Werbung macht zum Beispiel. Die blonde, Ja, aufblasene. Ich sehe überhaupt keine Werbung oder sonst irgendwas, weil ja Ja, keiner mal im Fernsehen DSDS, die mitschaut. hat doch diesen Schau, Streit ja. mit dem Dieter Bohlen gehabt. Ach, ist es die Ja. Rapperin Ja, eigentlich ja. jetzt? Ja, Deswegen auch, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Das ist ein Lied von ihr. ja. Ich hab noch nie eins Die hat, gehört. glaube ich, angefangen als YouTuberin, glaube ich. Ja, aber so ich hab das auch Porno- nicht. Ja, aber die hat nicht immer nur einen Tanga an. Weil in einem Ja. YouTube-Video regelt sie umeinander, ein Tanga-Video macht irgendwelche Drecksvideos und dann ist halt immer größer geworden und immer größer und immer größer und immer größer. Die ist sie halt für nichts geschaut. Also wirklich für nichts. Ja, das stimmt. Aber du Ich glaube, ja er hat Pornos ohne. gemacht. Hat die Pornos gemacht? Ich glaube, die ist glaube ich, die bekannteste Deutsche oder die zweit- oder drittbekannteste Deutsche auf OnlyFans. Aber ich weiß da nicht, wie viel das die sagt und keine Ahnung. Aber Recherchen besagen, dass man von der so im Internet also nichts Nacktes findet. Also immer nur mit entweder bekleidet oder so weggedreht. Ein Praktisch. bisschen zum Leidospitzeln. Genau, also immer Ja, nur so das die ganze Zeit, ja. wie mir praktisch. Ja, wie mir. Ah. Hat sie die, Oh, nein, nein. dann hat sie mit der Musi-Scheiße angefangen, wie Ja, ein bei Bild Big mit Bri- Doggy. bei Da Big- da ja. auch nur Und bei halbnackert Big und Brother immer hat sie übers sie doch Ficken. selber, ja genau, bei Big Brother hat sie sie doch selber gemacht, oder einmal oder zweimal. Ja, wie echt werden das wohl gewesen sein? Da ist alles echt. Wenn sonst nichts herzeigt, dann war das nie echt. Niemals. Ich glaube Never. schon. Nein, Die schaut ja mittlerweile, die hat früher schon, wie die da angefangen hat, die schon schlimmer ausgeschaut, aber mittlerweile schaut die so Schau da- aufgespritzt schlimmer aus, dass du denkst, Alter, Vor allem, was, die was schaut ja machst jedes du Mal denn? anders aus. Die schaut bei DSDS, schaut nur mal Beutel, so ein Screenshot von DSDS und jetzt schaut er bitte ein Bild von der Werbung von McDonalds. Das kann ich dir genau sagen, wo es das her her hat. brutal. Ich weiß genau, wo es dieses Konzept her Ja, hat. ich kenn- ChatGPT. Ja. Nein, von der Lady Gaga. Die macht's genau so. Die macht's ganz genau so. Die schaut in jedem Foto, was von dir gemacht hat, schaut die anders aus. Boah. In jedem. Auf Lady Gaga bin ich aber auch so fucking heiß seit American Horror Die ist Story. voll greislich. Mit der, hast du die 5. Staffel gesehen? Ja, mit Logo. der, mein Gott, das war die erste halbe Staffel eigentlich nur ein reiner Softporno. Ich find Ich bin ganz- so verliebt seitdem in Ich sie. bin ganz ehrlich, die hat irgendwie ein Mongo-Maul. Hör auf! Volle Echt, wenn es Kanone. noch einmal was her. Also- Einmal noch. Kriegst Boah, sofort also- Todes- Weil die schaut so Todesfall. seltsam aus. In Dingen ist, wie heißt der Film mit dem Musikertypen, Star is Born, glaube ich. Richtig guter Film, by the way. Okay. Da schaut's gut aus. Die schaut auch in American Horror Story. Schaut unglaublich oft gut. aber einmal, ist Lady Gaga nicht in Joaquin Phoenix sei Joaquin Phoenix. Joaquin. Nicht Joaquin. Ist mir wurscht, der heißt einfach Johannes Phoenix. Nein, Jonesy. Felix. Jonesy. Felix. John C. Phoenix. Felix. Fini Jones. Weißt du, wer das ist? Ja, Schauspieler. Wer denn? Der Spielt Gute. so. Ja, kenn ich Der Filme? Gute. Oder war nicht unrecht? Was fast für ein Auto? Ja, kurz. Na, gut oder schlecht? Musst du. Ein Film. Mann. Ein! Mann. Mann, einen! Himmel, Vater, Alter, das ist unfassbar. Joker? Umdrehte. Ja, okay, hat er so noch geschaut. Gerade noch. Gerade noch. Oh, was hältst du für den Film Joker eigentlich? Ja, Kann ich wild. mal einmal mitreden? Wild.
Weil da gehen die Meinungen, finde ich, also auseinander. Die einen sagen, ja, ist jetzt überhaupt nicht so. Aber Für ich das, find was er sein will, finde ich passt einen er. unglaublich geilen absolut. Film. Ja, also Also ich er finde ist auch die halt Message eigentlich, die ist halt erstens so mal richtig dieser geil. drin behandelt das Thema ziemlich gut Ja. und er ist halt einmal er ist halt eher arthausig, also kein Blockbuster, wie es normal, wo du die ganzen Comicfilme kennst. Aber Und richtig, sein richtig Schauspiel geil. ist halt irre. Da wäre jetzt der zweite Teil drin, glaube ich. Mit der Gell? Lady Da Gaga. ist Lady Gaga dabei und das ist Harley Quinn. Glaube ich, wenn ich das Ja, richtig ja. sehe. Oder ist so? Ja. Passt da wahrscheinlich auch sehr gut rein, ja. I think so too. Möglicherweise eine gute Das ist eine Wahl. Beziehung wie im Film praktisch. Haben die nicht zusammen? Hab ich gemeint. Was redet denn Soll eigentlich? ich jetzt einfach gehen, bitte? Ja, bitte. Ist der ist doch nicht mit der Lady Gaga zusammen, oder? Nein, ich sag Jetzt sind der ist doch auch 30 Jahre älter wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Was muss ich nicht? Ja, was weiß ich nicht. aber trotzdem auch. Ja, aber und so der Joker-Film, für das, was er sein will, ist er okay. Ansonsten habe ich ihn sehr zag empfunden und so, da habe ich ganz einen Bock drauf auf so einen zirgernden Teufel einfach. Ja, ist halt Arthouse. Aber ja, ich kann schon, das ist alles nachvollziehbar, schöne Charakterentwicklung, wie es jetzt sein soll. Ist ja der andere Joker wie alle anderen. Der Sau hat mit einem, traurig auch, finde ich. Die Figur ist Ja, unglaublich ja. traurig. ja. Aber richtig gut. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen Ich tatsächlich. finde das so krass, ein Ding, wenn er lacht, obwohl er nicht lachen möchte. Wenn du jetzt da so ein Ding reinholst, wie krass, dass der sein Gesicht unterschiedlich unter Kontrolle hat, dass das oben wirklich ausschaut, als wäre er vorne und unten lacht. Das, Ja. das finde ich so, so gestört. Ja, im Grunde war ein guter Film, kann man schon lassen. Oder hat der eigentlich einen Oscar kassiert? Schon, oder? Kannst du das Kassiert nur nicht sagen? jeder scheiß Oscar, aber pauschal einen Joker einen Oscar? Und er ist halt schon Also Depp eher ist als, vorbei, oder? als Joker, was jetzt Ja. gesagt, weiß ich jetzt gar nicht. Nein, jeder hat, glaube ich, nur der Heath Ledger hat auch gerade den Posthumen, oder? Wenn du nachträglich kriegst, weil du eine Überdosis nimmst. als Also, da Schauspieler. wird, warum wird denn da noch? Aber was? Er hat einen Drogencocktail hat. Ansonsten hätte ich keinen gekriegt. Ja, wahrscheinlich nicht. Na, das ist was soll ich, egal. Egal, Teppich auf, eingekehrt, wird schon passen, die werden schon wissen, was deren. Wie viele Leute schauen die Oscars noch? 5? 12, ja. 6? 4000 Scheiß, was sie sich alle gegenseitig an die Schwänze lutschen, die Trottel. Was ist das eigentlich für eine Scheißveranstaltung? Ich weiß nicht. Das war dasselbe, wenn ich die jetzt auszeichne, wo legt das voll den super Podcast. Danke, Bruder. Wow, ist richtig gut gemacht. Super, super. Veto. Und danach gehen wir dann in die Aftershow-Party, da kannst du mir dann empfangen. Aftershow. Wenn du es nicht tust, postest Show Me after. Too. Vom Zipfel runtergucksen. Show. Und vom Zipfel, kurz mal die werd von der Latten aber schnupfen. Ja, dann müsst ihr aber ziemlich kleine Nase nehmen. Ja, dann finde ich mich viel. Klang nicht zum Anfangen. Einige. Ja. So, Ja, haben wir noch was dabei? was haben wir dabei noch? Hast du was dabei? ja. Hast du was dabei? Was ist dabei? Ich hab noch. Wir haben da, glaube ich, so auch privat noch nie drüber geredet, weil ich hab dabei eine Freundin. Du hast keine. Gell? Nee, ich hab noch Press keine. F von Florian. Kann sie jetzt da F mal, Freundin. wie hat die andere geheißen? Nein, nicht, nein. Nein, nee, das war Kann sich du nicht einmal noch mehr erbarmen? auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein, die andere. Ja, ich will Was nicht nie sagen. meinst. Jasmin, Ja, Jasmin! wo ist denn? Jetzt fahren wir endlich Wo an. bist du? Just do it! Wollte ich wieder Kirche? Stimmt, das ist bald wieder Kirche, oder? Kirche. Kirche ist auch. Kirche ist bald wieder, ja. Kirche Dann werde ich ist wieder ein auch Foto bald. mit dir machen und ich werde es euch schicken. Habe ich letztes Mal wieder erst wieder gelesen, Rekordausstiege aus der Kirche. Ich verstehe gar nicht, warum. Ja, auch nicht. Das verstehe ich gar Ich nicht. habe nur Ja, gesehen, längstes Oktoberfestzeit immer. 15 Euro Maß. Ja, geschenkt. Das kriegst Aber dafür ist Master du umsonst. kriegst bei uns einfach einen Kastenbier, Alter. Aber ohne Pfand. Die geilen Preisentrottel kannst du so geil fahren, das ist so geil, Alter. Ja, geht's größte Volksfest der ganzen Welt, du gehst an keinen zu, das ist die Beste, was es gibt. Ja, ich hätte gerne ein Maß Bier. Ja, da 15 Euro, der Trottel. Dann mach 15 Euro 80, damit seiner du mir La- 17 Euro geben musst fürs Trinken, du Mongo. In deiner Latex-Lederhosen. Ja, das ist so geil. Das Straubinger Volksfest ist jetzt so eine Arbeit, aber da kannst du ja. auch nicht mehr hingehen, weil es da zugeht wie in der Scheißhölle. Da muss halt wirklich irgendwie Mittag schon hingehen, dass du sagst, da schnappst Ja. du irgendwo einen Platz. Da wohnt Ja. der Göttel, da wäre ich beim Göttel schlafen. Oh, Da wären wir in der Früh zum Frühstück. Lieber schieße ich mir mit 3 Schrotflinten ins Maul, bevor ich da noch mehr hingehe. Also ich dachte, bevor du beim Göttel schlafst. Da schieße ich mir lieber 4 ins Maul. Eine 4-leifige, keine doppelleifige. Kein Thema, der Göttel darf da ins Maul schießen. Danach dann. Wenn schlafst. In die Letten an der Wind um. Schleudert er um. Okay. Kurt Cobain-mäßig, oder wie? Ich glaube, da haben einige mitgekriegt, so, dass so dem Oktoberfest so Höllen zugeht und es gibt da das zweitgrößte Volksfest, ist halt Straubing, da geht es noch nicht so zu. Jetzt geht es da genauso zu. Dass da viele nicht mehr ins Oktoberfest fahren, sondern nicht da hin. Also, das ist ja damals schon so krass zugegangen. Das war immer schon zu viel eigentlich. Ja, was ist Also, habe ich ich lieber die- bis jetzt Ja, nicht ich so wär schon Probleme hingefahren. gehabt, weil ich treffe mich jetzt Jahr mit ein paar Leuten aus der Meisterschule, treffen wir uns einmal im Straubinger Volksfest
Und so, wir gehen halt irgendwann am Nachmittag rüber. Da kriegen wir in der Regel auch noch einen guten Platz. Unter der Woche oder am Wochenende? Am Wochenende, am Samstag in der Regel. Echt? Und es ist bisher immer so gewesen, dass man, mein Gott, sag ich mal, dass am Abend 2-3 Mal ist, schnell welche hersitzen auf einer Masse oder auf einer Brotzeit oder so, weil wir gerade zu 4 sind. Aber wir haben da noch nie irgendwie ein Problem gehabt, dass wir da keinen Platz nicht kriegen hatten, dass es zugeht, zu viel war oder sonst irgendwas. Okay. Ich war schon eine ganze Zeit nicht mehr. Aber ich habe so vor Augen, dass da zugeht wie in der scheiß Hölle, dass ich durchdrehe. Nein? Ich habe da Betriebsurlaub. Das ist ein bisschen schwierig. Wir fahren da zwar nur in Urlaub, aber wir haben da Betriebsurlaub während der Zeit und das. Da musst du ins Volksfest natürlich einmal in ein größeres Festel, wo mehr wie 4 Leute sind. Oder Ja, 6. ausnahmsweise mal. Muss auch mal Wenn sein. Theisbach schon kein Festel macht, dann muss er ins Geibundfest. Das hat's nicht immer so. Irgendwer muss ja die kleinen Festel unterstützen, wenn sie sich schon nicht jetzt. Ich hab's lange nur da. Ich hab das lange nur da, ich mag nicht mehr. Dem muss man auch mal helfen, ein bisschen. Ja. Wir kann man selber mal ein Festel organisieren. Sollen wir mal so ein Festival organisieren? Wir können nur ein Festel. Wir müssen den direkt ein Festival machen. Ja, Also Wenn dann rein eskalieren. Ganze Woche. Montag bis Sonntag. Bis Montag. Nein, das darf man nicht. Und wenn, dann muss der Saftig aber der Headliner sein. Jeden Tag. Und du darfst nur Wenn ich einen Saftig organisiere als Headliner. Dann zwinge ich die, dass du den Saft ist. Und das Festival nennen wir Freifickhenkel 2024. Entsäften. Das wird geil. Das wird sicher super. Ordentlich in Saft. Also, Ich habe noch eine lustige Frage dabei. Außer du hast noch was. Nein, tatsächlich. Hast du noch was? Ich hab bestimmt noch. Oder Schlowweil, Das was ist der soll scheiß Podcast, so Ja, scheißegal. scheißegal. dann nimm Ich nichts wollte mir mehr. Ja, fragen, das das ist stellen, aber wunderbar. das mache ich nachher. Die scheiß Kacke. Fang du. Ich fang an. Du fangst du. Was möchtest du noch da, bevor du stirbst? Boah. Boah. Was möchte ich da, bevor ich stirb? Eigentlich auch Familie gründen. Tatsächlich. Du bist so dein. Da wo wir Das letztes Mal ist schon waren, schon- mit Arschlochkinder heiraten, Heisel bauen. Ich bin ja der Florian, du Einzige. bist raus! Ja, sowas. Na, ich muss mir vermehren. Ich muss ja so kleine Wieso musst denn du Arschlochkinder. vermehren? Ja, weil so kleine Ich muss sie Arschlochkinder. vermehren. Doch, ich Deine schon. Kinder, die Elfer, die alle, wenn ich sehe. Ohne Die wirst Scheiß. du niemals sehen. Aber hallo. Na, Großonkel Kani ist leider abhanden gekommen. Also kann ich Onkel Werner. Großonkel Kani. Der Onkel Kerner. Du möchtest der Mädel auch, haben wir gesagt, oder? Ja. Aber nur. darfst du nicht. Ja, du hast gesagt, die boxt irgendwann. Doch, du bist dann ist er endlich weg. Du bist. Nicht schon wieder. Gerade in die Richtung hingezogen. Okay, tschüss! Für Film. ganz lange Zeit! Ja, nein, das war eigentlich schon. Vielleicht irgendwas Spektakuläres als ein scheiß Familie gründen, das wo jeder Trottel kann, das kann sogar die Familie Ritter oder Familie gründen können. Ja, irgendwas Spektakuläres vielleicht. Präsent von Karin Ritter. Hinaus mit den Viechers. Es gibt eine Anzeige! Na, tatsächlich jetzt folgt mir auf die Schnelle. Weiß ich nicht, Fallschirmspringer, Bungee-Springen, Fuß essen, keine Ahnung. Fuß essen. Geil. Zipfessen haben wir heute schon Auf gemacht. gar keinen Fuß nochmal Fall. schon. Auf gar keinen Fall. Na, mir fällt spontan nichts ein. Nugget schälen. Keine Ahnung, richtig krassen Chicken Scheiße, Nugget. keine Ahnung. Na, Chicken Nuggets. Chicken Nugget. Chicken Nugget. Moga, Chicken Nugget. Oh, jetzt hätte ich Bock auf Chicken Nugget. Nein, das war zu Denk was. mal weiter drüber nach. Was Ja. müssen du da, bevor du verreckst? Ich möchte auf Japan noch. Japan singen ist so an meiner To-Do-Liste ganz um. Oh, da. Haben wir uns, glaube ich, auch schon mal unterhalten. Mich hat der Kulturschock so krass interessiert. Ja, mir immer. Ich bin überhaupt kein Fan von so Großstädten und so weiter, aber da gibt es auch was anderes da hinten, das ist schon klar. Aber genau Kleinstädte. das möchte ich sehen. Ja, genau. Aber nicht eine ganze Woche lang so. Ich möchte halt zuerst so ein bisschen, also Tokio, 4-5 Tage oder so, keine Ahnung, wie lange das man aushält, dann ein bisschen das Land halt anschauen und dann vielleicht noch eine Woche also wirklich 3 Wochen und dann eine Woche noch zum Oberkommen, irgendwo am Strand vermeilen. Gibt's in Japan schöne Strände? Fukushima. Du bist auf jeden Fall lohr. Und dann zum Flughafen surfen. Ja, genau. Ja, gibt's schon. Gibt's schon, sicher. Ja. Es ist ja Umsonst. eigentlich eine riesengroße Insel, Eben. im Prinzip das Land. Aber ich habe noch nie von schönen japanischen Stränden gehört. Irgendwas wird schon geben. Wenn siehst, dann fliege ich schnell auf Thailand Und weiter. Frauen. Japanische Frauen können schon hübsch sein. Ja, aber die schauen ja alle Was, aus die wie kämen- Vampire. Die schauen ja alle gleich aus. Wie wer? Wir, Das war das wahrscheinlich ernsthaft rassistischste, was er jemals in Das war- nein, das in war- diesem das Podcast war überhaupt gelaufen nicht- ist. Schön, wie das überhaupt jetzt so nicht klar best- Die schauen Wort- alle gleich, Nein, nein, die schauen schau alle dir- gleich schau aus. dir an. Deren halt auch. Schauen- bisschen. Ja, Ja, sagen, bloß nicht Nein, hinten gesagt. aber ich finde, also das, ich war ja selber noch nicht da, aber die schauen ja alle, Da. die haben alle da einen Pony, die haben alle schwarze Haare, mittellang und alle eine Schuluniform. Nein, Und stehen auf den Takt.
Na, aber ich finde, also so, ich finde, die schauen fast alle gleich aus. Das ist nicht Ich finde, dass überhaupt nicht. seltsamerweise können japanische Frauen extrem hübsch sein, aber chinesische Frauen irgendwie nicht. Warum ist das so? Ja, weiß ich nicht, warum das so ist, keine Ahnung. Liegt an der Regierung. Das ist ja wahrscheinlich. Birdie wird schick. Weg! Kopf abgehauen, gescheit, fliegt davon. Darum gibt es in China gerade Da gibt's ja in China gibt's gerade Chinesen-Nuggets. Stadien mit Dach drüber, weil eine Todeskandidaten davor geflogen sind. Das sind dann China Nuggets. Zauberhaft. Ja. Aber die kommen irgendwann, kommen alle, Gefällt das. Chinagi? kommt die sogenannte Menopause bei den Japanern und dann werden sie alle 2 Köpfe kleiner und dann schauen sie alle gleich aus. Also dann haben sie dann die typischen schon. kleinen, dicken Japan-Omas. So, Japanomas. Japanomas. Das ist so, heute, so heißt die Folge halt. Japanomas. Mit Japanomas. Mit Japanomas. Japanomas. Und ein paar Tentakel daneben hier. Tentakel Japanomas. Was? Menopause führt zu Japanomas. Sehr schöne Da Geschichte. steht dann bei dir mal auf der Liste Zipfel. Gut. Oh, was ist da die Frage? Ich habe keine Sekunde drüber nach. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Du fliegst auf Japan mit heute mal. Nein, Du kannst mit mir in irgend sowas wie einem Urlaubsort ein mittelgroßes Fischerboot besitzen. Du als begnadeter Fischer, ja. Ja. Nein, wieso nicht so? Ja, Ein mittelgroßes John Rambo, oder? Bei Rambo 4. mit einem kleinen Außenbordermotor, das, sagen wir so, dass das Boot in einem Hafen liegt, das gehört mir und es ist so groß, dass ein Klo drauf ist. So. Also nicht, dass man nicht unterdeckig, aber so kleine Plastikkisten, die kosten wahrscheinlich Ich glaube, dass du 300 bis Euro. jetzt früh Dave the Diver gespielt hast. Weiß ich übrigens immer noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll, aber egal. Aber das ist ein Traum, das möchte ich gerne haben, bevor ich stirb. Kaufst du Boot nicht? ist einfach geil. Kaufst du jetzt nicht? Ja. YouTube Money. YouTube Money. Ja, ich Ja. denke, Weißt du, ja, was? jetzt ist Steam Money, jetzt ist Steam Money, ist Twitch Money weggefallen, jetzt ist er wieder. Stimmt, jetzt kann ich mir wieder kein Boot mehr leisten. Na, Scheiße. Scheiße. Das hätte ich gern. So, da weiß ich, da kann ich, das ist mein Boot, da kann ich jetzt einsteigen, kann irgendwo hinfahren. Fahr in eine Bucht ein, naja, was bloß, wie viele Flaschen Wein sind nur im Kühlschrank, ja, passt schon. Bleiben wir da, fahren wir nicht heim. Das war so, Wir haben jetzt schon bei Utensilien oder Fahrutensilien haben oder online eine Kommentare geschrieben, wo wir diese Autos horsten und was die kosten. ah ja, stimmt, dieses, die Dreirad-Dinger hat irgendjemand Ja. kommentiert. Ich glaube 16.000 Euro oder so. Ja, zwischen Ja, 14 und ja, 20.000 schon mal. Euro, sagst du. Da drehen wir jetzt 2 Folgen und dann hauen wir uns das Ding. Ja, passt, hey. Ja. Streamen Setzen wir wir uns noch auf von der Twitch. Steuer ab, dann kriegen wir sogar noch was. Ja, Ja, Leute. das machen wir auf jeden Fall. Ja. Endlich Das machen wir Spätzwirtschaft auf jeden Mobil für Fall. die Live-Tour. Ja. Ja. Ich möchte das hinten im Jetzt lassen wir über die andere Firma laufen. ich im möchte Ding. gerne in der Ladefläche und Event, da hätte ich gerne 5 Glory Holes nebeneinander. Wir haben aber nur 3 Schwänze. Tja, Du kannst gar keine mit durchschieben. ja. Links Gackerl, rechts Gackerl, in der Mitte Stab. Stop! Stab! Meinst du, das ist okay, wenn sonst Glory halt ein Arschloch ohne presst, dass der das etwa schlägt? Boah, da gibt's doch in so Videos, Erzähl mal einer, ja. da gibt's doch Ich hol dir diese... mal die Paletten. Ja, verzeih du was, distanzier dich doch ein bisschen von mir. Ja. Du hast keine Ahnung, von was du redest. Überhaupt nicht, deswegen bist du instant Ganger. Da musst du einfach da musst du dieses Arschloch auch rausdrücken, so halb. Also Ja, das nennen sie Flowering. keine Ahnung, wie sie das Ja, ist ein Pro- ist ein- Das habe ich jetzt nicht gewusst, gibt da wirklich einen Ja, das ist Flowering, ein Prolaps, Das ist glaube so ich. ekelhaft! Ich glaube, der medizinische Begriff ist Prolaps oder selbst, ist ein Darmding. Ja, Wie heißt das nochmal? Prolaps. Oder Flowering ist in der. Siri, merke Flowering. Das ist so widerlich. Wir können mal, das ist der Diablo-Marathon. Das waren Das sind 3,5 Stunden. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Also so 6 Tage. Nein, die haben wir jetzt nicht nochmal einen auf. Haupt! Ich bin voll, dann schieb es da ins Arschloch. Ich schwör's dir. Versprochen? Ja. In das Ist da noch was drin? Das Flowering Arschloch. So. Flowering. Zauberhaft. Flowering. Nicht googeln danach, Kinder, nicht googeln Stehst du auf danach. das Flowering? Wer sagt dir das? Nee, auf gar keinen Fall. So, weißt du, Aber- was wir jetzt zum Schluss aussehen noch haben? Ich habe auch noch eine Frage. Ja, Nein, ich habe was ganz Wichtiges sogar. Da hätten wir uns eigentlich die ganze Folge lang drüber unterhalten können, aber ist wurscht. Geb. Weißt du, was heute vor einem Jahr war? Erste Folge Spätzwirtschaft. Unser verdammter Podcast wird ein Jahr alt! Woo! So, das haben wir ordentlich gefeiert. Das Ja, war reicht jetzt übrigens dann auch unsere Special-Folge, das haben wir gut gemacht. Wie viele Folgen haben wir gemacht? Ganze, ich glaube 26, 28, 28, glaube ich. Wenn man die 2 Hälften jetzt in der Mini-Sommerpause mitnimmt, dann sind es 27.
Beziehungsweise 28 Teile, aber die 2 fassen wir zusammen, also 27. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Krass, für das, dass wir jede Woche nicht machen. Es ist, machen wir ja noch nicht ewig. Stimmt irgendwas nicht. Seit wann haben wir das eigentlich, dass wir das jetzt jede Woche, seit Ich 2 schätze, Monaten ungefähr, also 2,5 Monate? Nein, keine schon Ahnung. länger, oder? Ich hätte 3 Monate gesagt. Seit 3 Monate? Ich hätte 4 Monate gesagt. Ja. Was hältst du denn da davon? Ich hätte 5 Abstand. Monate. Wer ist denn seit der ersten Folge dabei und hat alles gesehen? Ich. Ja, ich dummerweise auch. Angeschaut habe ich nicht, alles, wer es mich interessiert, aber dabei war. Ja. Ja, ich hab's euch angeschaut wegen der Werbung. Das ist mein Problem. Der Strom, der dabei verschissen wird, der kostet wahrscheinlich mehrere Böse auch noch nicht. Damit. Ja, hilft nicht. Ja, also schon geil, wie schnell das Zeit vergeht. Genau vor einem ja. Jahr haben wir jetzt so da gesessen, da haben wir ja 4 ganze Folgen mehr oder weniger vorproduziert für den ganzen August jede Woche. Und krass, wie schnell das gegangen ist. Das war verrückten Scheiße. Haben wir uns weiterentwickelt oder nicht? Ich glaube, wir haben uns eigentlich... zurück- Ja, doch, ziemlich. Sieh, ich finde schon, dass Aber- wir in der die erste Staffel, die Nostalgie-Dings, wo dann nach 12 Folgen halt gar war, weil irgendwann haben wieder Themen vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir noch irgendwie einen Plan gehabt. Also, heute geht es um dies und dies und das und dann hat man sowas und dann findet man schon was, über was wir schmerzen und so. Und mittlerweile sitzt man so seit Wochen und Monaten einfach teilweise bloß noch her und labern irgendeine Scheiße. Und es ist jetzt sau witzig. Ja, Ich stimmt, mein, schaffen wir jetzt mehr, also schön. ja, und oft denken wir so, wie Pause. Dann denken wir so, Gott, wie schon wieder Pause. Apropos wie Pause. Aber wie Pause? Du 27 Minuten 40. Das sind nicht so 3, haben wir noch 2,5 Minuten Zeit. 2,5 Minuten. Du weißt, wie lange das sein konnte. Ja, ich Wo, schon. wo du bist. Krass. Das ist brutal, ja. Was war ein Highlight von einer Folge? Was glaubt ihr, war die beste Folge so? Was hat am meisten Spaß gemacht zum drüber reden oder was war das Lustigste? Erinnert man sich da an irgendwas noch? Ich glaube, irgendwie die Haustierfolge, weil das so asozial ausgeartet Ja. ist. Die Haustierfolge. Der Dolphin Spray Hole Faktor. Ja, aber, ja, und so ein das war das Scheiß, erste ja. Mal, da wo es wirklich so Rot Tabus direkt. durchbrochen hat. Ja, das war dann so der, da hat man dann Junge. gespannt so, und jetzt nicht los. Ja, wobei der Langeweile im Internet mit der Gurkenhoffickerei. ja, aber das war auch nützlich tatsächlich. Da hat es dann hochgefahren mit dem Onkel Werner, mit dem Gürtel, mit dem, Ja. die ganzen Insider sind da dran. Es geht halt echt ein Jahr später, immer noch ist der Gürtel anwesend. Der Onkel Werner kommt fast in jeder Ding vor. Stopp, der Göttel, der war zwischenzeitlich so verloren gegangen. Ja, das muss man jetzt da so. Ist er jetzt wieder Göttel, da? wo bist du nur? Bin Ja, gespannt, ja, ob der ist wir- tatsächlich momentan wieder da. Bin gespannt, ob mit dem Jono vom, wie ist der, Maulfick hängt. Oh, ganz ehrlich, das ist halt nur so eine junge Folge, aber der Maulfickhenkel als Begriff für diese Frisur halte ich für eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Danke, Säftig. Definitiv. Säftig, gut gemacht. Jetzt machen wir erstmal kurz die Pause. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, so wieder wie es ist. Du bist ja kein Mathelehrer. Das mit der Babyklappen. Babyklappen ist auch Babyklappen war eine Oberweltklasse, finde ich. Da habe ich sehr viel lachen müssen, auch im Nachhinein nochmal. Das stimmt. Witze, die selber braucht habt, was heute sagst, darf ich das nochmal sagen? Nimmer. Nein, darf ich das nochmal sagen? Also das mit der Japanerin vorher. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Bin ich ganz ehrlich. Das sollte nicht so das war aus rüberkommen. tiefstem Herzen bei vollem Unbewusstsein rassistisch. Überhaupt Und nicht. darum ist es auch wirklich rassistisch. Genau. Hör doch auf, das stimmt überhaupt nicht. Das ist der klassische Nein. Alltagsrassismus, den Ja, man... was soll ich sagen? Du hast dann... Ach, egal. Ach, egal, kommst du nicht. Also ich fand da tatsächlich... Aber es ist schön, dass du entschuldigst, du Nazi. Auf gar keinen Fall. Na, ich wüsste, wie es gemeint ist. Es ist halt auch krass, an wie viel das man sich nicht erinnern kann. Wir haben jetzt da ungefähr 30 Stunden haben wir jetzt da gesessen und haben irgendeine Scheiße gelabert, oft einmal über lustige Sachen, teilweise mal über ernste Sachen, über alles. Und ich weiß so extrem wenig, dass ihr jetzt wahrscheinlich, wenn ich anfange, die alten Folgen anzuschauen, dass so eine Mischung wird aus, ich habe keine Ahnung, was wir mit labern und was da jetzt kommt. Und ja, das weiß ich noch. Meine größte Angst ist eigentlich dieses wenn du so eure Chats liest oder sowas, wenn du mit irgendwie, keine Ahnung, irgendwem vor 2 oder 3 Jahren geschrieben hast und du denkst dir so, ach du Scheiße, wie cringe ist das, was ich damals geschrieben habe. Wie Und cringe ist das Wort cringe. oder? Ja. ja, wie komisch. Ja, Wichser. Alter, hör mal, Wie komisch ist es denn, wie ich da geschrieben habe, oder wie komisch war ich da? Und das, wenn man dann halt später wieder liest. Das fragst du doch wahrscheinlich in 5 Minuten schon wieder. Ja, tatsächlich. Oh Mann, war jetzt wirklich so Was ich an unserer... Bin ich wirklich so ein Rassistenwichser? Alter, der Wann Maul. bin ich so zum Nazi geworden? Fuck, ich bin Preis, stimmt, jetzt kommt's wieder auf. Aber ich komm nicht aus dem Osten. Thüringen.
Was ich ja nur tatsächlich eins unserer Highlights fand, bildertechnisch. Also wir haben sehr gute Bilder tatsächlich. Also ich muss, was Ich bin- ihr... Ja, red weiter, was für Battle? Das Bild oben und mir drei in Unterhose da stehen. Das ist Habe ich auch noch unveröffentlicht. irgendwo umeinander Das liegen. muss endlich mal raus, wenn es gut war. Das ist wirklich ein sehr Zumindest starkes mit Bild. oben weiter scrollen Wie ihr und. denkt, wie wir Podcasts machen, wie wir wirklich Podcasts Genau. machen. Oh, das war... Was ich finde, was eine unserer Spezialitäten ist die verdammten Titel der Folgen. Das ist eine sehr eine gequirlte Scheiße, die irgendwo gerade noch Sinn ergibt und dann aber tatsächlich, wenn du die Folge gehört hast, weißt du tatsächlich, das macht tatsächlich Sinn. Die Heilige heißt Flo outet sich als Rassist. Oder? Flo, Flocki Ghost Drittes Reich. flockig aus. Rot-weiße Armbinde. Genau. Hey Mann, ich bring's Oh, wieder in eine leck. prekäre Situation. Du Rassistische bringst ihn die. Dein Maul. Rassistische Nuggets schälen und sie fliegen. Oh Mann, das ist schon so unangenehm. Alter. Das sag ich nicht, wie so Weißt du, was Nazi-Scheiß. Das war ja überhaupt nicht so. Nein, das war überhaupt nicht so gemeint. Nein. Ihr seid selber Ich bin kein Nazi, aber. Aber die schauen noch nicht gleich aus. Ja, was bin ich dafür? Du hast selber noch gesagt, dass die gleich ausschauen. Erst nach der Menopause hat er gesagt. Ja. Er ist nicht so Hälftenrassist, der soll selber werden. Ich bin nur Sieg, du bist beides. Jetzt wird's grenzwertig. Oh, müssen wir das erste Mal was piepsen? Haben wir noch nie was außerpiepst? Wir piepsen mal diesmal nichts außer. Es wird nie was außerpiepst und nie was außergeschnitten. Schluss aus. Eben. Bis sie unseren Kanal sperren. Gut, dann sperren sie meinen anderen zwei, dann habe ich Pech gehabt, aber das ist eh Scheiße. wurscht. Scheißendreck, Alter. Aber wir haben also vor 2 Folgen schon gesagt, dass man das Werk vom Künstler trennen muss. Also, Das stimmt, ja. Flocki, Education, oder wie? Educational oder wir haben alles Kunstfiguren. Ich bin Floki auch nicht, du bist Bürgerin. kann ich kann's. Kann's. Sonst noch, wo geht noch der Sommerpause? Wir haben jetzt übrigens, das kann vielleicht auch einmal gesagt, das hätten wir vielleicht am Anfang von der Folge sagen sollen, weil jetzt ist keiner mehr Stimmt, wach. das ist die letzte. Das ist eigentlich die letzte Folge jetzt Ah, ja. fürs Erste. Wir haben jetzt dann eine Sommerpause, genauso wie ich das bei mir im Kanal handhabe. Wir haben den ganzen August weg. Aber damit nicht einfach gar nichts kommt, pflanzen wir wichsen wir ganz oft, posten das dann auch auf Chatterbait, gehen wir so als live und dann riechen wir an unsere Wichsgriffin und wichsen sofort nochmal. Beim Ja, Kennen. das ist der Double Jizz. Wir machen da einfach einen Schaum draus. Auf alle Fälle kämen die nächsten 4 Wochen, oder 5 glaube ich sogar, kämen 4 oder 5 kurze Folgen, weiß ich jetzt nicht. Haben wir uns eine Kommentare rausgesucht und haben wir kurze 5. Füllerfolgen gemacht, ich glaube Oder 5 7. tatsächlich. Und ich hoffe, es ist besser, als wenn einfach nichts kommt. Dann werde ich sagen, merci fürs Zuhören, merci fürs Zuschauen auf ein weiteres Jahr Spezi-Wirtschaft. Was war euer Highlight in dem letzten Jahr? Habt ihr alle Folgen gesehen? Was findet ihr am besten? Was findet ihr am schlechtesten? Wo ist nochmal Kritik? Außer, dass ich hoffe, der Sound ist jetzt mittlerweile mal besser. Wir haben extra Schachteln hergestellt, also Ja. muss gut sein. Endlich mal Schachteln hergestellt mit dem, was ist denn das da? Mit dem Krebszahnbiegt. Zauberhaft. Spezi-Wirtschaft ist schwul. Geil. Und 2 Pimmel. Einer hat Adern, einer sucht. Oder wichst. Beide Ist Adern. das Wichse oder Pisse? So. Tschüss. Wisse. Tschüsse. Pixe. Tschüsse. Pixelwichse. Passt. Pixelwichse. Pixel. Ja, keine Porno-Plattform aufgemacht, die heißt Pixelwichse. Ja, Da gibt's doch jedes der Alter, der deutsche macht Begriff. Das Minecraft-Pornos. ist der Nein, deutsche. das gibt's doch jedes. Du musst ja nur japanische Pornos anschauen, dann hast du dann eine Pixelwichse. Ja, stimmt. Jetzt sind wir schon wieder rassistisch. Fuck. Nein, nicht mehr. Du warst jetzt. Aber was ist da rassistisch? Die verpixeln oder Ich was wollte ist gerade so sagen, dabei? So. deswegen schauen sie alle gleich, also ich sehe nichts außer Pixel. Nix irgendwelche Kommentare über ihre Augen, sondern der ist ein Pixel, der sieht alle gleich aus. Ich sehe ja gar Also nichts. Pixelbats! Für was kaufen wir hier einen 4K-Fernseher? Ja, und ein Porno für 60, 70 Euro. Ja, und den kaufe ich in HD und 100 miteinander so ist verschwommen ist. Verstehe nicht! Verstehe nicht! Ja, jetzt, ich weiß, was jetzt verpisst man und so. Ja, Es ist wirklich es wird asozial Zeit. heiß. Jetzt Es wird wird's Zeit. nur kurz vor Sommerpause noch schnell einen Kanal aus dem Lehm jieten. Ja, wenn wir jetzt einen Monat gespannt haben, ist wurscht. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank für ein Jahr Begleitung im Podcast. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Conny, merci dir fürs Mitmachen. Mach ich gerne, ja. Florian, Ja, nix. irgendwas und ich bin auch für Den wechseln wir aus, oder? Jetzt Wir ist es sehen- ein Nazi-Scheiß. Ja, Auf jeden Fall. ja, kaum geht es um einen Rassistenscheiß oder ja, vor allem Sprechzeit in der Folge. Ich hab, dass ich einen Vogel kriege. Ja, das ist echt. Mir wundert sehr, dass er noch nicht gesagt hat, hey, habt ihr schon gehört, endlich ist ein AfDler Landrat geworden. Gott, bin ich froh, dass ich auch jetzt 4 Wochen lang nicht singen muss, ihr Trottel. Ich kenne jeden. Das warst du immer, bist du brown, bist du brown, oder? Jetzt muss
Oh.